Wenn ihr auch so spät dran seid wie ich mit Adventskalender kaufen, dann habe ich hier eine sehr schöne und schnelle Idee. Ihr braucht eigentlich nur ein paar Plastikbecher, ein bisschen Geschenkpapier und ein Kordelband und schon habt ihr einen sehr liebenswerten, vielleicht nicht ganz perfekt aussehenden Weihnachtskalender, wo man aber sieht, dass ihr da viel Arbeit investiert habt. Holt also schon mal Schere und Kleber raus und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an. Ihr braucht Geschenkpapier, schwarze Pappe, Kordel, Geschenkband, Stoffservietten, Geschenke natürlich und die Plastikbecher. So, ihr nehmt Klebestift und Schere und rollt den Plastikbecher in das Geschenkpapier ein, damit ihr auch genau wisst, wie viel ihr dafür braucht. Wenn ihr das eingerollt habt, dann nehmt ihr euch einen Bleistift und macht euch eine kleine Markierung am Ende, damit ihr genau wisst, wo ihr da herschneiden müsst. So, mit dem Klebestift geht ihr oben an der Kante entlang, klebt es da am oberen Rand am Plastikbecher fest und schneidet die übrigen Enden ab. Klebt dann das Papier am Becherboden fest. Um es einfacher zu machen, könnt ihr auch kleine Einschnitte ins Papier machen, dann klappt es nämlich noch besser. Aber lasst ein bisschen stehen, um später die Kordel darunter zu verstecken. Ihr nehmt die Kordel, macht einen kleinen Knoten rein, damit er auch besser hält. Mit einer Heißklebepistole könnt ihr jetzt die Kordel quasi am Ende des Bechers ankleben. Ihr macht das Geschenkpapier drüber, damit es auch schön verdeckt ist und nicht so auffällt. Ihr nehmt dann einfach eure Geschenke und wickelt die in die Papierserviette ein. Dann kommt die Kordel zum Einsatz. Da schneidet ihr einfach ein bisschen dran ab, um das Säckchen auch zuzumachen. Bei mir sieht die Schleife nicht ganz so schön aus, das kriegt ihr wahrscheinlich schöner hin. Dann versucht ihr ganz vorsichtig, die Geschenke in euren Plastikbecher zu bekommen. Das ist gar nicht so einfach, wenn das so groß ist, aber mit ein bisschen Gefühl kriegt ihr auch das da rein. Tada, jetzt ist das erste Adventspäckchen fertig. Jetzt kommt die schwarze Pappe zum Einsatz. Auf der macht ihr mit einem Bleistift ganz einfach die Form von ein paar Sternchen. Denn da sollen nachher unsere Nummern drauf geschrieben werden, damit ihr auch wisst, welches ihr zu welcher Zeit aufmachen dürft. Dazu nehmt ihr auch einfach weiße Kreide, die gibt es eigentlich in jedem Kunstladen und malt darauf die Zahlen. Alternativ könnte man natürlich auch einen Silber- oder einen Goldstift nehmen. Ihr solltet darauf achten, dass ihr die Zahlen richtig rum draufklebt. Das habe ich nämlich nicht gemacht, deswegen musste ich mich nochmal korrigieren und andersrum draufkleben. So sieht der Adventskalender nachher aus. Mit Materialkosten von rund 10 € könnt ihr innerhalb von 2 Stunden euren persönlichen Adventskalender basteln. Die Kordeln könnt ihr dann zusammenhängen und irgendwo, wo auch immer ihr dafür Platz habt, aufhängen. So, ich hoffe, euch hat der Adventskalender gefallen. Ich bin auf jeden Fall zufrieden. Ich finde, der sieht ganz süß aus. Wichtig ist nur, dass die Gegenstände nicht allzu schwer sind, weil das hält das Ganze nicht aus. Wenn ihr Lust bekommen habt auf andere DIYs, dann guckt doch mal auf unserer Website vorbei. Auf www.kölntv.com seht ihr noch weitere Tutorials und die gehen alle rund um Weihnachten jetzt erstmal. Ich habe da zum Beispiel gebacken oder noch was anderes gebastelt. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Gucken und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss!